Zeit hier mit Jun zu sein. Wir als Familie wachsen auch langsam, de Grootchen. Wir haben ein Grootchen gekregen, die wir al 12 Jahre als het naar ons komt. Mijn Schwiegersohn, der hat ein Sohn mit 12 Jahren, der hat sich befreit für 2 Jahre. Deswegen sagt, auf einmal wollte ich noch Urgroßopa werden. Was interessant war, ja. Vandaag wil ik met jullie over dat gebed reden. Het is interessant, wenn man über gebed redet, dann kommt man sehr schwer in der Religiosität nennen. Und wir haben ein paar Sachen über Gebet, dass wir einer von dem anderen dort so mitleren, oder vom TUS oder von der Church, wie checken wir das andere dort tun, und dann dort einfach nur. Und manchmal brauchen wir uns ein bisschen anhouden, om über das Gebet nachzudenken. Und vandaag wil ik die uit dem Wort Gottes ein paar Sachen mitgeben, dass du über dein Gebetsleben nachdenken darfst und wo du beten darfst. Und mein Gebet ist, dass wir das nachdenken, vandaag im Wort Gottes, dass wir ein Upgrade haben, dass wir nie das Verständnis haben über das Gebet. Und dass wir dort verstehen, was Gebet ist und wie wichtig das für uns ist. Wir haben zum Beispiel in der Bibel oder der Religion haft dann so gelesen, umso länger du betest, umso viel mehr du wirst, du brauchst, umso scheiner wird du brauchst, dann hört die Gott. Und Gott hört nicht unbedingt die Wirde, er hört was, unser Wort. Wort wie vom Morde her betet. Und er sagt ganz utrechtlich, wenn du mit mir reden kannst, dann braucht weniger Wirde. Weil Gott will mehr reden und wir brauchen mehr von ihm zu hören, als ihm die Sache alles zu vertellen, wo dit und wo dort für sich hat. Wenn man sich einfach fragt, was ist Gebet, will ich einen Aspekt oder eine Sache von Gebet nehmen und mit Jund über das himmlische Gericht, den himmlischen Thron ein bisschen vertalen. Und wo das für sich hat, wenn wir vor Gott kommen, vor seinen Thron, und ihm am unsere Gebete, unsere Bitte am aufgeben. Das ist so, wenn wir vor Gott kommen, dann haben wir einen Antrag, was sagt man dort? Ein Antrag? Nee. Eine Bitte. Eine offizielle Bitte, wo? Ein Anliegen, ein offizielles Anliegen. Und bringen dort Gott vor. Aber das Anliegen, unsere Bitte, muss klar sein mit dem Wort Gottes. Muss mit der Gesetze Gottes klar sein. Da ist, wenn wir vor dem Gericht Gottes kommen, dann wollen wir morgen, dass wir dort beter nachdenken müssen, was Gebet ist und was das Gebet. Wenn wir auf diese Erde für einen Richter kommen, dann halbt es nicht für den Richter zu heilen. Dann halbt es nicht für den Richter viel zu sein. Was muss ein Richter tun? Er checkt nur die Gesetze, er checkt nur deine Bitte. Und wenn deine Bitte nur die Gesetze klar sind, übereinstimmen, dann kriegst du das. Und dann gibt er dir eine Entscheidung. Okay, du kannst das haben oder nicht haben. Endlich, wenn ein Bürger für den Richter kommt, wird der Richter immer durch den Gesetz checken muss und durch den Gesetz eine Antwort geben. Wenn wir den Psalm 122 lesen, da ist was sehr Interessantes. Wir brauchen einmal, oder meistens den ersten Vers, wo es sagt, ich freue mich, als ich zu mir sehe, lass uns zum Haus Gottes gehen. Ich freue mich, dass Sonntag zum uns Gottesdienst ist. Ich freue mich, dass ich mit meinen Brüdern und meiner Schwester kommen kann. Aber warum freut sich David hier? Er sagt dort in Vers 5,
dan door zelfs stonden de troons zum Gerecht, de troons van David. Wenn wir uns versammeln, dann ist der Thron Gottes, stellt sich den ab auf Erde. Wenn die Gemeinde, wenn die Kinder Gottes taub kommen. Und wenn das Haus Gottes ein Gebethaus ist, dann ist es ein Gerechtshaus, wo ich noch Gott kommen kann und wo ich weiß, wenn ich noch sein Wort bete, noch seine Gesetze, mir Rechte da, eine Anfrage mag, dann wird mir das Gebet erhören. Amen. Und noch ein Wort zur Einleitung, dann werde ich mit Lukas noch gehen. Und Hebräer, Kapitel 4. Ich habe mich dort ein bisschen geeift, dort Plotitsch zu reden. Wir reden Hochdeutsch, selber in echt. Und dann ist Plotitsch immer eine besondere Anstrengung, dort so zu lesen. So zeigt hier in Hebräer 4, Vers 18. Also, lasst uns mit Freimütigkeit noch am Gonnen, noch Traum der Gnade, damit wir Erbarmung empfangen und Gnade finden in halb der rechten Zeit. Also, was zeigt das hier, dass wir diese Freimütigkeit haben, für den Traum Gottes zu kommen und seine Gerechtigkeit über uns kommen lassen und seine Gerechtigkeit in dieser Welt ausüben. Okay, wenn wir Lukas noch lesen, Lukas Kapitel 18, die ersten 8 Verse. Hier ist eine Geschichte, wo Jesus über eine Witwe vertellen hat und über einen Richter. Und da gibt er uns ein Verständnis, wo dort im Himmel für sich hat. Und ich war ein bisschen mehr nennen in das himmlische Gerichtssaal, den himmlischen Gerechten soll, wo wir beten können. Und sagt es hier so in Lukas 8 hier. Aber hij zet aan een gelijkenis daarop, dat zij alle tijd beten en niet meid worden zullen. En zegt, een Rechter wie in einer Stadt, der für Gott nicht Angst hat und einen Menschen nicht achtet. Aber eine Witwe, wie in einer Stadt, und sie kam Emma war da noch arm. Und sie verschof mich recht, ging neben meinen Jener. Und eine Zeit lang wollte er nicht. Aber nur dem sieht er sich zu sich selbst. Wenn ich Gott nicht fürchte oder nicht Angst habe vor Gott und Menschen nicht Acht gebe, so will ich doch, will es diese Witwe mir meid mag, ich erreicht verschaffen, damit sie mich nicht entschämt und mir in ihr Gesicht schlägt. Aber der Herr sieht, horcht, was der angereichte Rechter sagt. Aber soll Gott nicht seine ausgewählte Reich schaffen, die Tag und Nacht da am Raupen und treibt hij dort lang und treibt ihm hij dort lang mit an. Het zei hij wordt erreicht bald schaffen, doch wenn die Menschen sehen kennt, wird hij dann glauben an Erd finden. Lieber vor dem Himmel, ich sage dir Dank für dein Wort. Ich sage dir Dank, dass du uns deine Wege und deine Gedanken belehren willst. Und wir kommen für dich und beten, dass du uns den Geist der Weisheit, den Geist der Offenbarung schenkst,
dat du de ogen van onze horde opmaken deest. Licht schenkst, even dat je beet. Beet die daarom, dat du genade hebt om reden, dat du genade hebt om hieren, en dat du ons alle de genade hebt, dat ook uit te leven, en je gemeinsam in je beet te wossen. Im Namen Jesu. Amen. Also Jesus zegt hier über das Gebet und sagt, dass wir uitharren moeten. Anfangen te beten en bloos ophieren te beten, bed wie de antwoord hebben. Hij brengt je dat beeld van dessen aan je rechter, zoals Jezus aan bananen deed, en van de witwe. Witwe. En in de gezelschap die tijd, een rechter wie de bovenste. En een witwe wie het onderste, het zwakste glied. De rechter wie de stootje en de witwe dat zwakke glied. En dat is ons op te wijzen als een dood, hoe stootje een persoon is in de gezelschap. Wenn wir so eine witwe schwach sind und fangen an Gott zu sehen und für den Thron Gottes kommen und mit unserem Gebet noch ankommen, dann weten wir, dass er sicherlich uns hören wird. Und wat bij de witwe, witwe, zij opvalt, dat zij niet nooit heeft. Zij ging aan dem rechter no. Waarom? Weil ze wist wat voor recht ze had. Ze wist dat je zat. Ze wist dat de rechter haar dat geven moest. Hij kon dat niet terughouden. En zij ging am no, bed. De rechter zei, nou ja, hör maar op. Wat je dan al geven wat je wilt. En heeft haar ging neven dat je recht uitgereed. En zij heeft ging neven den vriend ging haar weer den ziek heeft. Wenn wir uns dann so den Gerichtshof Gottes mal ein Bild nehmen, dann wollen wir sehen, dass Gott uns das so einfach vorstellen, da ist der Richter und da ist der Advokat. Advokat sagt man auf Plottisch? Ja, der Rechtsanwalt. Advokat, ja. En de advocaat heeft een helper. En daar is een andere. Wat heet de andere? Aanklager. Is de aanklager. Dat bedient de noemen Zotan. Hij is die wat dag en nacht die en mij aanklagen deed. Kan je dat voorstellen? Maar het interessante is dat God heeft het zo opgesteld. Dat du immer begnadigt wirst. Dat du immer eine Antwort kriegst. Wer ist der gerechte Richter? Ons Vater. Wer ist unser Rechtsanwalt, unser Advokat? Sagt die Bibel. Jesus. 1. Johannes. Jesus ist unser Richter, unser Advokat, unser Versprecher. En wer helpt hem? Zijn assistent? Dat is de Heilige Geest. Bist du Gautron oder nicht? Oder sind wir Gautron? De Finte klagt uns an. Aber wir haben das Wort Gottes. Und Gott richtet sich nur sein Wort. Was er sagt, so lebt er und so handelt er mit uns. Und hier sind ein paar verschiedene Sachen, die wir manchmal nicht klar haben. Vor einem Jahr haben wir über das Recht Gottes geredet. Und das Recht Gottes ist die Grundlage für die ganze Bibel. Wenn wir das Recht Gottes nicht verstehen, verstehen wir nicht die Bibel. Wir haben hier viel gesungen von nur. Tscheinig über Tscheinig. Wir haben davon gesungen, dass jede Macht, ob das ihr
en jede Macht in der geestliche Welt ist unter der Autorität den Namen Jesu. Ist es nicht so? Wir sehen das. Aber manchmal verstehen wir nicht oder sind uns das nicht so klar, dort wie nicht klar haben, was der Recht Gottes ist. Und Jesus, als er auf Erde kommt, sieht er seine erste Botschaft. Doet Buße, Buße, en geloof aan het Evangelium vom Reich Gottes. Hij heeft zum Beispiel zu seinen Jüngern gesagt, je zullen even dat Reich Gottes predigen. Ganz uitdrukkelijk heeft hij dat gezegd. Nach seiner Auferstehung. Dann verteilt er sich mit den Jüngern, wir sehen dort in Apostelgeschichte, Kapitel 1, dort er 40 Tage mit seinen Jüngern geredet hat. Worüber hat er geredet? Da steht geschrieben, er war das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist der Schlüssel, um die ganze Schrift und unsere Geschichte zu verstehen. Und wenn wir die Bibel nur lesen, dann hat ich hier 7 Punkte abgeschrieben, bloß zum wiederholen und das Bewusstsein anbringen, dass wir dort im Gebet in Acht nehmen. Als Gott den Mensch geschaffen hat, sieht er sich selbst, weil wir den Menschen machen, nach unserem Bild und nach unserem Gleichnis. Sie sollen so sein, als wir sind. So ist unsere Kinder von uns gekommen, so sind wir von Gott gekommen. Und Gott hat sein Ode in uns gegeben. Und Gott, als Gott das sieht, dann hat er dort ganz klar gesagt, dass der Mensch über die Erde herrschen soll. Und wenn Gott das gesagt hat, dann hält er sich daran. Auf der Erde hat der Mensch dort zu sein. Und wenn Gott in die Erde machen will, durch wem tut er dort? Durch Menschen. Also das Erste, Gott hat die Autorität über die Erde, die an mir gibt. Und Jesus sagt, mir ist die ganze Autorität gegeben im Himmel und auf Erde. Und dann sagt er in Epheser, dass er diese Autorität, die er hat, der Gemeinde gegeben hat. Okay, ich habe es mit. Zweitens, Gott schließt sich selbst aus. Rechtlich in der Autorität auf Erde, dass er nicht von sich aus in die Erde tät, und Butter durch Menschen. Du hast zum Beispiel bei den chilenischen Propheten einen Satz, was so sagt. Ich will was auf die Erde machen. Aber ich muss einen Prophet finden. Und der sehen wird, wo ich hin. Gott hat eine Sache mit Sodom und Gomorra. Und sieht sich, ich muss mit Abraham vertellen gehen, was ich da machen will. Er verteilt sich mit Abraham und kommt überein mit 10 Personen. Wenn da 10 Personen sind, dann will ich noch schmecken. Abraham hat diese Autorität über die Erde und Gott will in der Erde, wo Gott gesagt hat, das ist deine Erde, hat mit ihm das Ferier durchgeredet. Und du wirst das immer weiter sein in der Bibel, denn wenn Gott was auf der Erde machen will, dann braucht er seine Kinder dazu. Okay. So ist der Mensch gesetzlich der Verwalter, so sagt man das, Verwalter von dieser Erde. Ja. Es ist interessant, dass wir Menschen einmal sagen, warum lässt Gott das und dort passieren? Gott sagt, hallo, das ist deine Verantwortung, was auf der Erde passiert. Ich habe die Autorität gegeben. Dan fahren wir unsere Stadt rein. Auf dieser Welt ist Korruption. Auf dieser Welt ist Anzucht. Auf dieser Welt gehen Menschen unternehmen.
zanke mensen. En hij heeft zijn autoriteit de gemeente gegeven. Dat wie, zoals hij in 2 Korinther zegt, wie hebben een dienst der Versöhnung. Ons ligt het aan God te vragen, hoe kunnen we op deze woordje, zodat dien recht zich openbaart. Zodat jede, en op deze eerd, damit wat passiert, moet het durch een mens passeren. Zo heeft God het en gedraagt in zijn woord, zo heeft hij het uitgereed. Deswegen, wie Gott im Himmel, Jesaja Kapitel 6, wer wird für uns können? Wer wird die Menschen raten? Wir brauchen einer von uns, der sich Mensch macht. Und Jesus sagt, hier zie ich, kannst mich senden. Und Jesus muss Mensch werden. Und als Mensch wurde vom Heiligen Geist geboren. Hij hat dezelfde Ängste, wat we hebben. Dezelfde Gefühle, wat we hebben. Aber hij hat den Heiligen Geist. En Verstand, onder den Heiligen Geist te leven. We hebben dat gelezen in Johannes 5, wo Jesus sagt, hij kon nichts von mir uitmaken. Zo als ik dat zei, wat mijn vader woordje deed, zo doe ik op ihr woordje. Dat heet, Jezus brukt dat gebed. Hij brukt tijd met God hebben, met zijn vader en de stelle. Hij ging beden om te verstaan wat God op ihr maken wil. En dan ging je uit en deed het. En daar hier is een geheimnis, wat ganz einfach is. Damit we zijn autoriteit op ihr uitvieren kunnen. We moeten op hem hieren. Aber der Himmel reagiert auf die Erde. Die Erde muss beten, dann reagiert der Himmel und dann bringen wir den Himmel auf Erde. Wir denken immer, der Himmel wird alles in Ordnung bringen. Aber wenn Jesus da über die Gemeinde sagt, und dat recht, de deren van de Haal waren nicht die Gemeinde widerstanden können. Die deren sind die Autorität, wo die Haal sich abgestellt haben. Und wenn die Gemeinde versteht, die Autorität, was sie hat, und die Autorität, was sie im Gebet hat, und gelehrt hat, ab Gott zu hören, und Gott ein Wort, wie seht ihr Gott, schrie ein Wort, und führt das aus. Onder zijn autoriteit. We mensen kunnen niet van ons uit op deze wereld wat doen. We moeten zeggen schön, dat we te schwach zijn tot toe. Aber wenn wir ein Wort Gottes haben, dann ist es klar. Kan je ons denken aan dem Römer? Hij zei zu Jesus, geef mij bloos een woord en mijn knecht wordt gezond worden. Hij had het verstanden, wat autoriteit is. Hij braucht bloß ein Wort von Gott. Und wenn ich glaube an das Wort, was Gott mir schenkt, dann kann ich das ausüben. So muss Jesus Fleisch werden. Und das ist was sehr wichtig. Und die Bibel sagt sogar, dass der Jesus, was nicht Jesus bekannt hat, dass er im Fleisch gekommen ist, sagt es ganz klar, dieser Jesus ist nicht von Gott. Der Jesus Gottes wird immer dort betonen, dass Jesus so ein Mensch geworden ist als uns. Aber er ist vom Jesus geboren worden. Und wenn wir im Reich Gottes kommen, wo kommen wir in diesem Reich kommen? Wo wird man Bolivianer normalerweise? Man muss hier geboren sein. Im Reich Gottes zu kommen, muss man vom Nien geboren werden. Man hat das geschenkt, wenn wir in Jesus glauben, dass wir durch sein Wort vom Nien geboren werden. Und er hilft uns, durch die Autorität Kinder Gottes zu sein.
Wenn wir nicht wiedergeboren sind, dann sind wir nicht Bürger in diesem Reich. Wir müssen von nie geboren worden. Und wenn du von da hier bist und darüber Zweifel hast, sie wirklich wiedergeboren oder nicht, komm zu den Prediger und sag, ich habe Zweifel darüber. Die Bibel ist ganz klar, dass du die darin sicher sein kannst, dass du von nie geboren bist. Und dass der Heilige Geist in die wohnen dort. Er wohnt in die. Es ist nicht so, dass er mal mit dir ist und manchmal nicht mit dir ist. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du ein Kind Gottes. Ich habe 3 Mädchen, 3 Mariales. Die sind al befried, dan hadden we ihre Kinder. De middelste heeft nu ihren ersten. 2 Monate alt. En zij had geen twijfel daarover dat ze mijn Kinder zijn. Ik heb ook niet geen twijfel dat ze mijn Mariales zijn. Ik zie die sehr goed. En die vor dem Himmel, wenn du an Jesus annimmst und von ihm geboren wirst, hij ist die so gut. Hij will, dass du mit ihm bist und sicher bist mit ihm. Hij will, zoals we gelezen hebben in Hebräer, dass du nun zijn Traum der Gnade kommst, mit Freimütigkeit, das sicherliche Wort, mein Vater nimmt mich an, het is hier angenommen. Ich habe sein Wort über mein Leben. Und ich kann hier sicher sein. Ich brauche nicht zweifeln. Ich brauche nicht unsicher sein. Ich habe Frieden mit Gott gefunden. Und ich habe den Frieden Gottes in mein Leben geschrieben. Ich kann ruhig leben. Weil meine Sünden sind vergeben in Jesus. So ist der Herr Jesus Fleisch geworden. Und Gott und Jesus sagte da in Johannes, der Vater rechtet kein Mensch mehr. Er hat ihr Recht den Sohn, den Sehen anvertraut. So, wenn wir vor Gott kommen, dann können wir aus Kinder Gottes kommen und weiter, dass er uns annehmen wird. In Brasilien sagen die Menschen manchmal so, wir sind alle Kinder Gottes. Und die Bibel, das stimmt nicht mit der Bibel überein. Wir sind alle nach dem Ebenbild Gottes gemacht worden. Wir sind seine, wie sagt man, Kreaturen. Wir sind seine Schöpfung. Seine Schöpfung. Aber Kinder sind die, die von nie geboren sind. Und du hast das Geschenk frei, zu Jesus zu kommen und zu sagen, ich lebe in Jesus. Aber die Menschen sagen sich manchmal so, ich muss mich anstrengen. Ich muss schön gut sein. Und Gott wird mir all helfen. Und dann strengt man sich sehr an, gut zu sein. Und dann kämpft man für das Recht Gottes. Ich habe das 100 Sachen gut gemacht. Ich habe den geholfen, ich habe das gemacht, das gemacht. Ich habe sehr geholfen in der Gemeinde. Klar, ich habe ein paar Sachen, die nicht in Ordnung sind. Aber da ist ein Plus. Ich habe mehr Gutes getan als Schlechtes. Und dann komme ich vor dem Gericht Gottes und will mich selbst gerechtfertigt. Will mich selbst rechtlich reden. Und Gott sagt, wer gesündigt hat, der hat keinen Ruhm. Hast du einmal gesündigt, vorbei. Satan kannst du am holen. Wow, dann, wo kann ich gerecht worden für Gott? Bloß, wenn du den Namen Jesu rupst. Wenn du einfach sagst, Herr, ich habe mich angestrengt, aber ich weiß, dass ich nicht von mir aus, von meiner Kraft, von meinem Gottsein, von alles, was ich gemacht habe im Leben, mir irgendwie für die gerecht reden kann. Aber Jesus ist für mich gestorben. Sein Blut ist für mich uitgegoten. Durch sein Blut hat ich Vergebung. Na, was deed der Vater dann? Zegt er nur Jesus? Stimmt het? Ja. Heilige Geest, stimmt het? Ja.
du bist gereicht durch das Blut Jesu. So dann, sei du was. Hier kann man ein Halleluja sagen. Ja. Hier so kann man ein auf Englisch Glory to God sagen, oder Gloria a Deus, Gloria a Deus. Wir sind bloß für Gott gekommen. Und von ihm wird schreien durch Jesus. Was Jesus für uns getan hat. Und das macht uns einem sehr frei. Und sehr, zoals hier seid, freimütig. Wir können für Gott kommen und Gebet an unsere Bitte, unsere Petition machen. Und weiter, dass er uns gerechtlich zusagt. Wenn du das so mithörst, in Offenbarung Kapitel 12 sagt das, dass der Teufel, dass der Satan, Tag und Nacht die en mij onklagen deed. Sitzt, wat hij deed. Sitzt. En wie moet je dat manchmal niet? Maar dat wat im Himmel passiert, dat gaat ons sehr an. En manchmal fällst du die zelfs ongeklaagd. Ik had beter doen sollen. Ik had dat niet zijn sollen. En das Anklage schämt uns und will uns den Frieden nehmen, und will uns runterdrehen. Und er steht da, wenn wir Fehler machen, steht er da, und jetzt sitzt da sind die noch schön, die stellen einmal an, erst da, redet er, brüsselt er rum. Und der Vater, der jetzt muss sich das anhören. Und dann fragt er Jesus, schämt er nicht für uns hier? Ich will ihm gerecht reden. Ja, er hat nicht Zeit. Er muss so viel rumrennen. Heilige Geist, geh mit ihm einmal reden, dass er nur mich schämt. Dass er nur meinen Gottesdienst schämt. Dass er mit mir reden schämt. Ich will ihm frei sein. Ich will ihm heilen. Sagt der Rechter. Dann fängt der Heilige Geist an die zu arbeiten und die zu sagen, nimm die Zeit um Gebet. Nimm die Zeit, Gottes Angesicht zu sehen. Nimm die Zeit für ihn zu sein. Du brauchst nicht mit dieser Schuld die rumtragen. Du brauchst nicht mit dieser Angst die rumtragen. Du brauchst das nicht. Met diesem Gefühl, dass du nicht vergeben bist, rumgehen. Komm nun Vater. Aber schäme mich. So ist der Beste, komm doch nur an. Komm. Und der Heilige Geist in uns arbeiten. Er ist unser Helfer. Er macht uns Mut. Er bringt uns ab und sagt, komm, weil wir den Thron Gottes gehen. Und dann kommen wir, uns beschämt, und sagen wir einfach, Herr, vergib mir. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich verdiene nicht deine Liebe, ich verdiene nichts. Aber Jesus im Blut, Jesus hat diese Sünde auf sich genommen. Und was sagt der Vater? Du bist gerecht. Schrie mein Friede über dich. Schrie die Vergebung. Sie frei davon. Und wenn wir Gottes Angesicht nicht sehen und meinen, wir machen von uns selbst, dann ist es so, als wenn die Dämonen um uns rumtanzen und sagen, du Dummkopf, du Dummkopf, du Dummkopf. Und der Heilige Geist sagt, komm, wir wollen ihm vorgehen. Wir wollen ihm vorgehen im Namen Jesu. Da ist Vergebung. Da ist Heilung. Da ist eine Klarheit, wo wir uns benehmen können. Wo wir verdauen, wo wir beten sollen für unsere Kinder. Wenn wir nicht weiter, wo wir beten sollen, Seele, dann hält uns der Heilige Geist. Und wenn wir vor ihm stehen und nicht mehr weiter, wo wir beten, wo sagt er dann in Römer 8, dann können wir einfach
wir fangen an zu beten. Und auf einmal fangen wir an, in Heilige Geist zu beten und in Zungen zu beten. Und der Heilige Geist kommt uns, helpt uns, vor Gott zu kommen. Und seine Gnade zu erfahren. Sein Friede zu erfahren. Seine Halt zu erfahren. Und dann schreiben wir ein Wort von ihm. Und dann können wir auf dieser Welt regieren. Und dann hast du vielleicht ein paar Sachen, wo du meinst, warum tut Gott das nicht? Ein paar Menschen sind dann sogar beleidigt mit Gott. Warum antwortet Gott unsere Gebete nicht? Warum tut er nicht? Warum ist er nicht gehorsam? Ja, 3 Stunden gebetet, ein tut nicht. Ja. Mit Gott funktioniert das nicht so. Unser Ziel, Entschuldigung, wenn ich das so sage, unser Ziel ist nicht der Himmel. Von hier wegzukommen. Unser Ziel auf diese Erde ist die Welt auf diese Erde zu bringen. Deine Familie soll Himmel auf Erde sein. Hey, hier kommt noch ein Gloria a Deus sagen. Klar, der Himmel ist die sicher, weil Jesus dort für die errungen hat. Aber wir leben nicht dazu, dass wir in den Himmel hinkommen. Wir leben dazu, den Himmel auf die Erde zu bringen, den Menschen zu helfen. Dass sie Jesus annehmen, dass sie Jesus seine Leben erfahren. Und wenn wir uns Zeugnis geben, wenn wir uns Testimonium weitergeben, dann hat uns, was wir ausreden, die Kraft vom Heiligen Geist. Und das ist so, als wenn ich hier irgendwo Licht anmachen will. Und du jetzt vertalst, was Jesus in die Daunen deed, dann machst du das Licht an. Wo Dunkelheit ist, da ist dann Licht. Weil du das Wort Gottes ausgeredet hast. Ihr seht hier, wir haben manchmal so, wir haben das irgendwie, lehren wir uns einer von dem anderen dort. Wir reden immer von dem, was passiert. Und sagen, das ist schwer, und das ist schwer, und das hilft nicht richtig. Abraham, in Römer Kapitel 4, er deed nicht über seine Schwachheit reden. Er deed nicht darüber reden, wo schwer das weh, dass er keine Chance hat. Er redet über den Versprechen Gottes. Was Gott sieht, darüber deed er reden. Und wenn wir in das Land sind und hier leben, dann sind wir hier, um das Reich Gottes zu offenbaren. Wir haben Verantwortung dazu. Oh, aber das ist ein bisschen schwer. Was haben wir das? Wir brauchen, auf Gott zu hören, auf sein Wort zu hören. Wir machen noch arm, nach dem Traum der Gnade Gottes freimütig kommen und fragen, Herr, wir brauchen ein Wort für unser Land. Wir brauchen unseren Land zu heilen. Das sagt er doch da in Chroniker. Wenn mein Volk, was noch mein Name genannt ist, sich demütig hier, auf mein Wort hier, zu mir kommt, und dort hier, dann waren sie geheilt worden, und sie waren die Heilung für das Land sein. Das Land wird geheilt. Durch wem? Durch die und durch mich. Durch die Wieder, was wir reden. Das ist noch ein anderes interessantes Thema, das Reden. Gott sagt in Sprüche, dass die Kraft von Leben und die Kraft vom Tod ist in unserer Zunge. Was wir sagen, hat eine sehr große Autorität. Und wenn Gott uns sein Wort gibt und wir sein Wort ausreden, das ist gerade so, als das Wort vom Mund Gottes kommt. Den Mund redet das Wort Gottes ist. Das hat so Autorität, so als wenn es direkt wenn Gott das ausreden würde. Weil du bist im Mund auf dieser Erde. Und wenn wir anfangen zu beten, Zeit nehmen, und das Wort Gottes beten für das Land, dann wollen wir nicht bloß reich werden, nicht bloß gute Familien haben, aber wir wollen unser Land heilen. Wir reden nicht von der Politik zu kommen. Ich rede nicht davon, dass wir
Sachen, wat wir seine ändern. Wir reden davon von der geistlichen Welt. Die geistliche Welt regiert die natürliche Welt. Und wo regieren wir unser Leben? Das ist das Wort Gottes, was er uns schenkt. Also wenn ich in Gebet gehe und ich habe Wort Gott zu fragen und für meine Familie, was du siehst, kann ich sagen, der Herr ist mein Hirte. Een Arm habe ich alles, was ich brauche. Der Herr ist mit mir. Er lässt mich nicht allein. Auch wenn ich ein Leben für mich habe. Und man so denkt mit David. Ja? Warum hat David so viel Courage? Weil der Job, wo den Mund vom Leben will, das wird im Haar zien. Und da leider nicht nur. Er jengt en den Job befreien. Free maken, nicht befreien. Wenn wir das Wort Gottes in unseren Mund nehmen, sagt die Bibel, wir sollen dort sicher sein. Weil wenn das Wort wird von Gott herrscht. Das Witwe, die kommen nur dem ungerechten Rechter. Sie kommen und hat dort gesagt mit sich. Und sie deed für diesen ungerechten Richter, sie wusste, ein Recht, was auch kommen soll. Und dann sagt Jesus, wo sagt er dort eng? Aber soll Gott nicht seine ausgewählte Reich schaffen? Er hat die beim Namen genannt. Er hat die richtig beim Namen. Er hat die ausgesucht aus dem Kind. Wir waren nicht beim Reich Gottes geboren, weil wir eine gute Idee haben. Wir sind nicht natürlich geboren, weil wir dort wollen. Mama hat dafür gesagt. Du lebst nicht, weil Menschen sich dort was gemacht haben. Du lebst, weil Gott dir das Leben gegeben hat. Du lebst und bist vom Neuen geboren, weil das Wort Gottes ist nur dir gekommen. Du hast das angenommen und du wurdest zu ein Kind Gottes gemacht. Du bist von Gott ausgewählt. Er hat nur die gesagt, auf Menschen, das er gebracht, für die zu beten. Du tust ihn Hort am liebsten. Und du bist von da hier, weil der Heilige Geist dich geraubt hat. Komm, weil wir den Vater sehen, weil wir anbeten, weil wir dort, was uns trägt, am Seil. Hier ist das Wort Gottes. So und so und so, dass du für Gott beten. Und dann wird er dir ein Wort geben. Und wenn du ein Wort von Gott hast, dann kannst du, und einmal wo du bist, regieren. Du bist da geraubt, Kopf zu sein und nicht Schwanz, so ist es sagt in 5. Mose 28. Du bist auf diese Welt gebracht worden, um das Reich Gottes den Nächsten wiederzugeben. Und Gott sagt dir, aber Gott, was soll Gott nicht seine ausgewählte Reich schaffen, die Tag und Nacht zu anrauben? Er wird das nicht in der Länge tratschen. Er wird schwimmen antworten. Wenn wir in ihr Recht kommen, normalerweise, ich habe eine Sache, die ich da das erste Mal, was ich dort im Leben da, ich hatte eine Bitte für den Rechter. Dann frage ich den Advokat, wie lange wird das Tieren? Na, ungefähr 9 Monate. Rechtlich sind viele Sachen, was
in Ordnung gemacht. Viele verschiedene Sachen müssen neu gecheckt werden. Und wenn Gott uns versteht, was wir brauchen, und wenn wir nur sein Wort beten, so ist sein Wort dort sagt, wenn wir in der Bibel aussetzen, was das Wort Gottes über das Problem sagt. Wir haben eine junge Frau bei uns, die will ein Kind haben. Irgendwie kriegt sie das nicht an. Hat irgendein Problem. Für einen Sonntag, sagt so, sagt so, kommen, wenn wir Jesaja 54, und kommen wir Jesaja 54 im Sinn, was sagt, dass Gott, der wird nicht Kinder kriegen kann, eine Frau Mutter machen kann. Ich denke nur daran, dass die arbeiten, nur dem Wort Gottes. Nicht nur einfach nur den Gefehl, nur dem Wort Gottes. Er darf nicht rumbrüllen und lang beten, braucht nicht. Er braucht bloß das Wort Gottes über beten. Und Mut geben, um das Wort Gottes zu leben. Gott, unser Vater, er will uns sehr hier Antwort geben. Und der Anklager ist da. Und er klagt uns an. Wir sind manchmal mutlos. Weil der Feind uns anklagt. Wir meinen, das ist bloß ein Gefehl. Gefehlsache, was wir haben. Oder wir checken bloß auf die Probleme. Und der Feind wies uns alle Sachen, die falsch sind in unser Leben. Und will uns verweisen, warum wir nicht den Segen Gottes kennen. Und dann waren wir mutlos. Können nicht beten. Und der Heilige Jesus sagt, komm, wir wollen ihm Vordergrund. Weil wir sehen, was er uns sagen wird darüber. Weil wir lernen, wo er uns belehren wird, wo wir beten sollen. Und der Heilige Jesus arbeitet immer mit dem Wort Gottes da. Er ist der, der uns erinnern wird. Er wird uns dort in Gedächtnis bringen, was der Vater sagt. Und was für Rechte die und mir und uns als Gemeinde gegeben worden sind. Und dann sagt die Bibel so, wo 2 oder 3 sind, da zie ich mit dem. Wie weiter Jesus hat eigentlich mit der Religiösen nicht viel zu tun. Der Römer, der hat dort an sich klar, wo 2 oder 3 Römer mit Rom, da kommen da wäre Rom, dort Imperium Romano, da wäre Römische Reich. da wird der römische Reich gegenwärtig. Und dort braucht Jesus und sagt, wo 2 oder 3 sind, da sehe ich mit, und da ist der Reich Gottes. Und er sagt, wo 2 oder 3 übereinkommen, sich einig waren über eine Sache, und darüber beten dann, und das Wort Gottes nehmen, und beharrlich beten. Können sie beten, was sie wollen. Das wird ihnen gegeben worden. Das steht nicht so geschrieben. Aber das sind sozusagen Gesetze Gottes. Wir müssen uns einig werden. Wir müssen Zeit nehmen. Wir müssen Gottes Angesicht sehen. Wir müssen beharrlich beten. Bet wie durchdringen mit all das, was Gott durch uns machen will. Und Jesus, zum Aufschlussen, sagt in Vers 8, er sagt uns, der Vaterwort reicht, baut, schuf, schwind, schuf. Er stellt eine Frage. Doch wenn die Menschen sehen können, was er den Glauben auf ihr fängt, Glaubenhaft mit Beharrlichkeit, mit Beständigkeit zu tun. Mit seht ihr, gut, mit dem Wort Gottes seht ihr, Gottes Angesicht seht ihr, beten, mit anderen taub beten. Wir sind nicht im Ende, wenn jeder für sich lebt und jeder für einen Weg geht. Wir müssen als Familie taub kommen und beten in kleine Gruppen. Wir müssen uns einig werden und nur dem Gesetz, nur den Verheißungen
de versprechen Gottes nogone. En ons vragen, wat zegt God over deze situatie? Het helpt niet, wenn wir lang beten en God sagt, wat wir willen. Dat is falsche beten. We moeten daarom beten, Herr, wat sagst du darüber? Wo willst du diese Sache lezen? Wo willst du uns brücken? Ik vond dat zo interessant. Mijn leraar, dat God is ongezegd, zegt hij wil met zijn financiën klaarkomen. Hij wil verwaarts komen en financiën opbouwen om dat Rijk Gottes te zijn. En God zegt, goed, laten we dat doen. Dan vroeg hij, wat is de eerste schritt wat ik maken moet? Dan zei hij, blijf die vrouw. Ah, wat heeft dat daarmee te doen? Nou, du bist niet sehr vriendelijk met die vrouw. En wenn du meer geld hebben wirst, dan wirst du noch sturer zijn. Du musst eerst leren met die vrouw richtig om te gaan. En einig te worden met haar im Gebet. En zo heeft hij dat geëifd. En als daar financieel je was, wat maakt dat geld? Bloß dat geld, wenn we immer meer geld krijgen, dat geld brengt bloß dat brengt bloß wat hem harde binnen is, route. En een persoon zeer stolz is en veel geld heeft, dan is zo'n persoon niet goed houden. Zij heeft dat je schafft, echt had dat je handjes rijdt. En God zegt, nee. Wenn du wat handjes rijdt hast, dat is bloß mijn genade in dein leven. Maar deze houding brengt niet meer dat geld is niet meer een zegen in dein leven. Dat is een vloek geworden. Wenn wir uithoren im Gebet, wenn wir uns de hand geven en in naam Jezu naar hem komen, in naam Jezu beten bij dit woord. Jezus, wo willst du dat hebben? Wo soll ich für Gott komen? En dan wordt de Heilige Geest mij beleren wat Jezus zegt. Hij wordt zelfs mij dat zeggen. En dan kan ik ganz sicher en vrijmoedig voor God komen. En God, onze Vader, wordt ons het rechte schenken. Amen. Nimmst du het woord van aan? Weil we opstaan. Bitte. Ik had het immer zo, wenn ich mit dem Wort Gottes in Kontakt komme, dann mache ich es sehr vielmal, dass meine Gedanken nicht ganz klar sind, so als Gott das haben will. Meine Gedanken sind nicht seine Gedanken. Und wenn seine Gedanken mir offenbar worden, dann muss ich was tun mit meinen Gedanken, darüber Buße tun. Und sage, Herr, vergib mich. Ich bin zu religiös in meinem Gebet. Herr, ich habe das vanaf verstanden, dat ik niet zelfs alleen de zaken der kämpfen moet. Ik kan mijn broeder, mijn zuster holen en met hen einig worden over de zaken te beden wat ik te broek. Herr, bitte vergeef mij dat ik niet in ongezegd zit en voorziet bloos van alleen alles maken. Oder Herr, vergeef mij dat ik ongelukkig met die zie. Weil du dat niet is wat ik wil. We moeten daar omdenken. Dat bedient dat woord boos. En de vergeving Gottes is voor ons daarover. En zijn gedanken worden ons dan offenbaar. Wel we beden. Dankzij Vater im Himmel, voor dem Himmel, dat we deze vrijheid hebben. Voor die aan je zegt te komen. Dankzij voor het bloed Jezus. Wat ons daar fähig maakt. Voor die te komen. En vanaf, Vader, bid we daarom. Dat de Heilige Geest ons beleren deed. Rechtig te bidden. We bidden daarom dat de Heilige Geest ons helpt.
den Wille te verstaan. En wat du willst, dat wir für dich kommen. En wat du willst, dat wir für dich beten. Vor dem Himmel, wir beten darum, dat du uns een nieuwe Gedanken schenkst. Dat wir dat niet denken können. Dat wir nie met nie een moed voor die komen kunnen in onze gebeten. Vor dem Himmel bid ich darum, dat du uns helpst in onze Alltag. Dat du erfahren in kleine Sachen, waar du uns helpst, als Ehepaare terecht te komen, als Familie terecht te komen, in onze Wirtschaft terecht te komen. Wir beten daran, dat dein Wort in unseren Hort abschaltet. Dat du unsere Ohren aufmachen lässt, dat wir hier kennen. Dat du unsere Gedanken klar machst, dat wir deine Gedanken noch denken können. Schenk uns Herr ein demütiges Hort. Ein Hort, das die Seite deed. Ein Hort, das die hier deed. Und wir danken dir, dass wir eigentlich für die sein können, dass wir eigentlich für die im Namen Jesu so beten dürfen. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Halleluja. So, Dankeschön.